Guck mal, das ist ja auch schon wieder gelogen. Guck mal, da wird der Leute etwas vorgemacht. Guck mal, ganz einfach, dieser Klimaindex, ne, der immer gemacht wird. Ob die Leute viel Geld ausgeben hier in Deutschland. Das ist ja nicht. Erst heißt es, die Leute geben Geld aus. Dann eine Woche später, die Leute gehen doch nicht, lassen sich Zeit mit dem Einkaufen. Das ist alles Gehirnwäsche, das ist alles Manipulation. Das bringen die im Fernsehen oder im Radio und in der Zeitung, damit die Leute animiert werden zum Kaufen. Ja, dieser IFA-Index. So. Heute hieß es wieder so. Dann hieß es Wirtschaftswachstum. Hör mal, pass auf. Wachstum ist ja alles schön und gut. Wie 1,60 Meter wurde ich auch größer wieder. Klar, dass ich wachse, aber irgendwann ist aufzuwachsen. Irgendwann muss Wachsen aufhören. Dann soll man froh sein, dass man das halten, wie es jetzt ist. Soll man froh sein, dass man das halten, wie es jetzt ist. Wo soll man dann hin? Geht doch ja nicht. Du kannst hier mehr wie essen und trinken. Geht doch nicht. Ich kann ja nur E-Handy haben. Was soll ich mit 2 oder mit 3? So Stereo telefonieren oder was? Oder hallo, Videokonferenz führen. Ja, finde ich schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Weil es wird den Leuten erzählt, ob das überhaupt das alles wert ist mit dem Euro. Ob der Euro das überhaupt wert ist. Von mir, jetzt kommt die D-Mark wieder kommen, ganz einfach. Uns haben sie so beschissen mit dem Euro. Glaub mir, früher waren 50 Mark 50 Mark. Und 100 Mark waren 100 Mark. Und was ist heute? Heute ist ein 100er 50er. Die haben uns so beschissen. Der Einzige, der was vom Euro gehabt hat und vom profitiert hat, das ist der Unternehmer und der Staat. Die Politik, sonst ja keiner. Und deswegen hängen die auch so daran. Der kleine Mann auf der Straße, der normale Arbeiter, der hat ja nichts davon. Der ist beschissen und wird weiterhin beschissen. So einfach ist das. Und deswegen haben sie Angst, dass der Euro, dass der Bach runtergeht, dass der wegfliegt. Das ist auch richtig so. Sollen sie den mal wieder einführen? Glaubt mir das? Das kann nicht teurer werden, wie das, was wir jetzt für einen Euro investieren müssen. Bei griechischen Ländern weiß ich was. Das sind ja, hör mal, so von Null, kannst du gar nicht vorstellen, wie viel da dran sind. Das geht ja gar nicht. Glaub mir. Haben uns richtig lange gemacht mit dem Euro. Glaub mir das. Das ist das Allerschlimmste. Und wollen uns jetzt erzählen, was Wirtschaft? Ach, hör doch auf. Haben uns doch nur beschissen und belogen werden wir, betrogen werden wir. Ach, hör auf. Ganz einfach. Mal dürfst du die ganzen Ratten auch nicht mehr erwähnen. Das sind alles Ratten, sind das. Wir sollen nicht von Demokratie hören, von Demokratie reden und von Grundgesetz. Die haben das Grundgesetz, die heute da sitzen, haben das Grundgesetz nicht geschaffen. Das Grundgesetz ist von ganz anderen Leuten geschaffen worden. Von den 4 Besatzungsmächten ist damals das Grundgesetz gemacht worden. So, von Adenauer. Und da ist es gemacht worden und nicht von denen, die wir heute haben. Wir sollen also nicht, wenn ich das höre, ein Rechtsstaat. Was für ein Rechtsstaat haben wir dann hier? Wir haben einen Abhörstaat, aber keinen Rechtsstaat. Glaubt mir das. Ist einfach so. Hier herrscht so viel Ungerechtigkeit. Ich bin dafür, dass die D-Mark wieder eingeführt wird. Ganz einfach. Die kann uns nicht teurer werden, wie das, was wir jetzt haben. Warte mal ab, der Euro, was das uns kostet. Glaubt mir das. Wir werden es noch richtig warm anziehen. Glaubt mir. Da müssen die Leute, die hier in diesem Land leben, Steuern zahlen. Die müssen sich den Arsch dafür aufreißen, wo sie nichts davon haben, obwohl die ja nicht schuld sind. Was meinst du, warum die damals keine Volksbefragung gemacht haben? Die Mehrheit der Deutschen wollte ja nicht den Euro, die hätten den Euro abgelehnt, das war es. Und die sollen nicht mal erzählen, durch den Euro wäre Wirtschaftsausschwung, ging es uns besser. Nichts ist uns hier. Uns ist es weder besser hier noch sonst was. Wie gesagt, hat der Unternehmer was von gehabt und der Staat. Und was hat der Arbeiter davon gehabt? Nichts. Hat er mehr Geld gekriegt, geht es dem besser? Im Gegenteil. Was erzählen die uns für eine Scheiße? Weißt du, die halten uns alles für blöd. Ist so. Aber da spricht ja keiner. Die schwuren ja immer rum da vorne, wenn die da sitzen. Oder weiß ich was. Ist so. Aber, naja, ich bin gespannt, wie lange das dauert. Also, ich sehe das einfach so. Ich finde das ja schlimm, was im Moment abläuft. Dass den Leuten noch nicht die Wahrheit gesagt wird. Weißt du? Es gibt Menschen, die haben Geld gespart für ihre Alterssicherung, für Rente und so was vielleicht. So. Nächstes Jahr kriegen wir bestimmt eine Inflation von 4 bis 5%, glaub mir. Bin ich schon überzeugt. Weil die drucken ja Geld. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ne? So, irgendwo muss die Kohle herkommen. Ne? So viele Privatinvestoren investieren ja nicht. Und kaufen da Staatsanleihen an, dass das Geld irgendwie zusammenkommt. Hier wird nicht. Also heißt das für die Banken,